liebe Anwesende, liebe Freunde, liebe Genossen und Nichtgenossen, herzlich willkommen zu dieser Fete. Alles andere habe ich vorher sein lassen. Meine Stimme hält nicht so gut, wie ihr hören könnt. Und es geht besser so. Da haben sie etwas versaut an meiner Stimme. Aber es ist auch egal, ich will ja nicht jeden Abend reden. Jeden Abend, es geht die ganze Zeit so, das bringt nichts. Und normalerweise bei Beerdigungen ist es so, die Leute gehen zu einer Beerdigung und danach, dann heulen sie erstmal und danach gehen sie in eine Kneipe. Wir machen es anders, wir gehen gleich in eine Kneipe und dann kann man den Rest einfach mal vergessen. Und ich denke, das ist ganz gut so. Man kann seinen Spaß da gleich haben, man muss ja nicht vornherein in der Kneipe singen und lachen und Witze erzählen. Das machen wir später, das müssen wir erst nicht machen. Ernsthafte Teil zuerst. Also haben wir das ein bisschen zusammengepackt. Das Ganze hier läuft als Fete ab. Wer das nicht versteht, der kann gehen. Ja, ansonsten herzlich willkommen zur Party. Meine Abschiedsparty. Es geht darum, zur Bestattungsfete. Musik für mein Idol. Witze und Tanz. Marihuana und Alkohol. Deshalb sind wir hier. Ich bin nämlich schon längst beerdigt, also das gibt's weg mehr. Und irgendwo, welche denn, wo wir dann mich hätten beerdigen können, aber ich weiß es nicht, ich weiß nicht mal selber. Ja, soweit zu meinem Tod. Mehr ist dazu nicht zu erzählen. Ich glaube, ihr weiß mehr als ich. Also als Kind durfte ich kein Cola trinken. Das hole ich jetzt nach. Also, meine Mutter sagte immer, Cola ist ungesund. Und dann bin ich auf Bier umgestiegen. Das ging auch ganz gut so. Bis ich meine Krankheit bekam. Und dann bin ich irgendwann wieder auf Cola umgestiegen. Ja, nur der Krebs ist scheiße, aber sonst geht's besser. Jeder weiß, ich habe gerne mal Bier getrunken. Haben uns gerne mal zusammengesetzt. Ach, hier kamt ihr nicht. Oft manchmal doch. Das war auch ein Grund. Aber ich habe auch sehr gute Freunde dort. Und ich bin eben dort schon ein Stück aufgewachsen, kann man sagen. Schon ein bisschen mein Land geworden. Und war es eigentlich immer schon, als ich schon als Kind dort war, mit meinen Eltern da war. Also erstmal bin ich sowieso Weltbürger. Nichts anderes, also das sehe ich nicht so. Kann ja sein, dass ich falsch sehe. Aber das ist so meine erste Reaktion, sage ich mal. Ich mochte keine Bananen. Und das ging einfach. So. Da haben sie mich damals gefragt, im Standesamt. Habe ich das so geantwortet. Hat er bloß gesagt, ach so, ja. Ja, ich könnte sterben. Das scheint doch ziemlich anzustehen. Ansonsten bisschen kurze Zeit. Ich würde gerne, aber vergiss es. Ich hoffe, die Leute haben hier heute Abend einen guten Abend. Dass sie sich unterhalten. Dass Leute sich kennenlernen, hoffe ich. Sich ganz normal in Atmosphäre unterhalten. Dass sie ein Ding sich erinnern. Es gibt ja keine Party in dem Sinne. Es gibt eine Party, aber keine Party. Aber nicht in dem Sinne, dass die Leute sitzen mit Tränen in den Augen und sich gegenseitig anmachen, wie war das doch schön und jetzt ist er tot. Und jetzt
sind wir hier auf der, also genau das nicht, sondern dass die Leute einfach empfinden, dass sie bei mir zu Gast sind, dass es was zu trinken gibt. Ich hoffe zu essen auch, sonst würde ich sauer. Damit war vielleicht die letzte Frage, wenn jetzt, also dass sie nach Hause kommen und sagen, ja, war ein netter Abend. War echt ein netter Abend, soll er mal öfter machen. Mache ich allerdings nicht. Ja, hab ich. Fällt mir aber jetzt nicht ein. Ich erzähle mal eine Sache aus der Arbeit. Die Jungs steigen in einen Bus und wollen mich immer provozieren, auch von der Arbeit. Ne? Und dann kommt so eine Frage wie, ja Hans, wie merke ich eigentlich, dass ich einen Trip habe? Dann sage ich, muss ich drauf kommen? Das merkst du, indem der beim Pinkel, der, diese Fremdsprache immer. Nee, gar nicht lustig, war ja eine her von der Krankenkasse. Die hat sich natürlich auf ihn vorbereitet, nicht auf sie. Das war das Problem bei der ganzen Kiste. Das ist mir leider sehr oft passiert. Leider viel öfter, als ich wollte. Dass du einfach dort daneben hängst und gar nicht das Gefühl hattest, irgendwie dazu zu gehören. Aber ich habe es erlebt in der Nacht und am Abend, aber es war dann letztendlich die ganze Nacht. Als Milosevic gestürzt wurde, habe ich den ganzen Abend vorm Fernsehen gesessen. Wirklich bis morgens um 6 oder so. Und habe nur durchgezapft hier. Ja, also ARD klar auch, aber CNN, NBC und so weiter. Einen nach dem anderen. Am nächsten Tag hatte ich einen Auftritt. Und zwar hier in dem Marzahner Tanz, wie heißt das Ding da, Biesdorf. Nicht im Schloss, sondern gegenüber. Ja. Und da war ich so saumäßig mit der Gitarre. Weil ich war mit meinem Kopf total woanders. Ja, das war mein schlechtester Auftritt, weil ich war überhaupt nicht. Ja, ich war ganz woanders. Mein bester Auftritt. Hatte ich auch